It is impressive that you managed to survive this long. Seit der Katastrophe sind nun 4 Monate vergangen. Jeder, der es bis hierhin geschafft hat, blickt schon längst nicht mehr zurück. Der Wald von Tyloweden ist ein vergleichsweise sicherer Ort für Überlebende. In der Gegend sind klare Spuren kleiner Nomadentruppen zu erkennen, die zwischen sicheren Orten hin und her zu wandern scheinen, wenn ihnen die FNIX-Maschinen zu nahe kommen. Hier gibt es versteckte Vorräte in Häusern, leicht verbarrikadierbare Supermärkte, Fahrradständer, Maschinenfallen sowie organisierte Lebensräume. Doch der Krieg hat erst begonnen. FNIX kontrolliert noch immer einen Großteil von Östertörn und hat irgendwo im Wald eine Basis errichtet. Eine Gruppe Überlebender aus der Nähe von Leerberget hatte geplant, sie in die Luft zu jagen, doch seitdem herrscht Funkstille. Eine Kontaktperson aus Leerberget hat einen Brief für dich hinterlassen, der eine Reihe von Anweisungen enthält. Um zu verhindern, dass das neuronale Netz von FNIX weiter ins Herz des sichersten Gebiets der Überlebenden eindringt, musst du die FNIX-Basis vernichten und stattdessen die erste Heimatbasis des Widerstands errichten. Sie wird zum Schutz einer Langstreckenfunkstation dienen und den Menschen ein neues Zuhause bieten. Wenn einst isolierte Gruppen von Überlebenden in der Lage wären, Kontakt zueinander aufzunehmen, Vorratslieferungen zu organisieren und Fertigkeiten auszutauschen, dann würde sich endlich nicht mehr alles nur um Sabotage und Flucht drehen. Gut, gehen wir so in Richtung hier entlang. Und zwar, das ist genau da. Und wie du vielleicht schon gehört hast, steht uns etwas Großes im Weg. Wo ist er denn? Ja, gewöhn dich gleich dran, das wird noch interessant. Wir machen jetzt da diese Basisverteidigung, beziehungsweise diese Basisgeschichte da, die du jetzt da gerade gesehen hast. Und dann, wenn wir mit denen fertig sind, machen wir da 1, 2 Basisverteidigungen, je nachdem, wie ich lustig bin. Und dann geht's ab nach Himfjell. Dort werden wir den letzten Abschnitt der Geschichte machen. Der Hauptgeschichte, sag ich jetzt einmal. Gut. Wie weit ist denn das jetzt noch von uns entfernt? Ja, schon ein gutes Stück. Mein etwaig größeres Problem ist, dass jetzt momentan nicht, ich wiederhole mich, nicht mit diesem Apokalypse-Tank anlegen will. Nur genau. Das könnte etwas dauern. So, was hat uns jetzt da unten erblickt? Ich habe mittlerweile auch schon wieder diesen komischen Levelbaum umgestaltet mit erfarmten Uran. Was ist denn das? Ja, wer bist denn du? Ah, Hunter, okay. Das soll mich jetzt nicht jucken, darum werde ich mich auch nicht ducken. Wenn ich mich jetzt wieder aufstelle und mit unserem Mädel da in diese Richtung laufe, hoffentlich wird er uns ja wohl nicht sehen, oder? Der Tati. Oh Gott. Ich werde mir zwar zusammenreißen, ich glaube, dass mein Spiel wieder ein bisschen in die Knie gehen wird. Ja, es ist schon soweit. Ja, schauen wir mal. Es kann ja nicht schlimmer werden, als was eh schon war. Und ich glaube, dass wir da jetzt wieder in einen großen Kampf verwickelt werden. Na gut. Ich wäre traurig, wenn Generation Zero so einfach wäre und du da einfach durchgekommst. FNIX, das war wohl nix und das ist fix. Warte mal. Wir werden jetzt einmal einen Besuch abstatten, beziehungsweise wir werden uns jetzt einmal lautstark melden. Genau.
Also, ich habe da jetzt einmal 2 Hunter im Blick und zig kleine Hündchen. Ja, genau. Hündchensen. Ja. Und wie ich mir's gedacht habe, das Spiel geht in die Knie. Haha. Ich bin nicht hier. Boah. Das war für die Katz. Tankstelle oder Kunzamt? Was los? Wir gehen in das Kunzamt-Gebäude rein. Da haben wir wenigstens ein bisschen Deckung. Genau. Adrenalinspritze, immer gut. Wir haben ja schon fast 40 mittlerweile. Wow. Wer einen Weg durch das Laserdreieck doch sieht, der sagt mir's bitte nicht. Ja, brauchen wir nicht. Die Taschenlampe brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wow. Da haut's mich glatt vom Hocker. Das lässt die Alte gar nicht locker aus. Und singst du glatt noch blöden Schleim, hörtest du gerade Matthias Reim aus. Grrrt. Was ist denn, hä? Ja, was ist denn los? Burli. Du kleiner östertörnscher Nudelauflauf, du. Hier wird um Anklopfen gebeten, du. Boah. Und jetzt würde ich lachen, wenn der Apokalypse-Tank noch dazu kommt. Hihihi. Weil ich sonst keine Groupies habe, dann wenigstens metallische Dinge. Au. Haha. Da leider Performance Wahnsinn. Geil. Da sitze ich zwischen dem Reifen. Ich krieg gleich einen Steifen aus. Haha, du Fühlslaus. Wo bist du? Also der ist am Dach oben. Na gut, der ist mal aufs Dach gestiegen, gell? Hat da noch was gehört? Die spült, der packt es gerade überhaupt nicht.
so zuhörst, da ich sag, das... Au! Ihr fabulosen Thekenschlampen. Schnell einer. Aha. Das war wohl nix. Sagte Obelix zu Idefix. Immer die Sätze mit X, gell? Wir kommen da. Ja. Wenn dir vorgeworfen wird, die Welt ist leer, dann erhöhe einfach die Gegneranzahl insoweit, dass die Performance komplett zusammenbricht. So, auf seine metallischen Eier. Ja, das sind die Spätfolgen von Viagra. Da reißt es deinen Arsch aus. Der leider ist der Raptor, das spült ja gar nicht mehr. Kruzifix da! Ich häng. Lauf, Menschel! Ha? Du bist nur keinen 90. Du bist doch noch jung und spritzig, aber nicht witzig. Du Trottel. Da muss irgendwo eine Relais-Antenne sein, anders gibt es das gar nicht. Aber ich werde mir die Sache nun erleichtern. Haha. Na gut. Hinein in die Scheune. Hey, hier bin ich, Arschloch. Ja, jetzt Kruzifix, Mädel. Wenn mein Fallout 4 Charakter schon so dämlich wäre, weißt? Aber sie, die Gurken, die ist ja noch ein bisschen ein Hammerer. Ja. Gut. Aha, kommst du rein, ha? Steht leider kein... Immer diese Willkür, keine Beschreibung auf des Scheunes Tür, gell? Ihr Hosenscheiße. Kruzifix. Da wo kommen jetzt die ganzen Hund her, bitte? Machen wir jetzt nicht narrisch. Ja gut. Ah, Apokalypse. Also bestimmt der Tank auch irgendwo in der Umgebung. Alter.
Mädel, du rennst, als wärst 200 Jahre alt. Oh. Boah. Ja. Dann räumen wir mal dieses Schlachtfeld auf. Da brauchen wir eigentlich... Aber, na... Nehmen wir den damit. Mein Punkt der Ressourcen haben wir eh noch... Jetzt hab ich den Scheiß einpackt, Alter. Mach mich nicht narrisch. Warte mal kurz. Perfekt. Wahnsinn, wie es da geht, ha? Es ist ein Wahnsinn, du. Oh, na, 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 na. Das brauchen wir auch nicht, Baby. Komm doch zu mir, mein Schatz. Klack, klack. Komm doch zu mir, mein Schatz, bam bam. Ich leg dich auf meine Seidenmatratz, bam bam, aus. Brauchen wir nicht. Und wieder ins Ohr gepfurzt. Supi. Es freut mich aber. Irgendwas beobachtet uns. Meine Maus wieder, so wurscht. Wow. Na gut. Shit. Ich habe momentan ein bisschen Mausprobleme. Weil wie siehst du, das Zart da ist ein bisschen so komisch. Jetzt hört doch schon wieder was. Alter! Das kann ja nicht sein, oder? Die Entwickler haben sicher die Gegnerzahlen die Heck geschraubt. Ja, Himmelarsch! Wer tackert hier unserer Alten in den Arsch? Schau, fix. Schau! Da hinten ist er, der Lauchi. Komm her. Du Lauchi, dann scheiße da aufs Bauchi. Das ist ein wunderschönen Haufen. Da wirst du glatt davonlaufen. Hey. Du hast... Alter, jetzt drei gleich durch. Mit der Scheiße. Hast jetzt beruhigt Spiel. Ha? Ach so, ein Gramurimurks. Ja, Wahnsinn da.
Da schau das an, am zusammenhörst. Irgendwas haben die Entwickler in die Heck geschraubt, ich weiß aber nicht was. Nehmen wir mit. Können wir zerstören. Gibt gutes Material. Das ist jetzt aber nicht dein Scheiß fucking Ernst, oder? Jetzt fangen wir ja schon so an. Naja. Irgendwas ist da in der Umgebung. Ein Trönchen auf dem Klosett-Trönchen. Naja. Du kommst da nicht einmal zum Looten. Da wird mir mein Herz bald bluten. Komm, Alter, rennt so einen Scheiß daher. Ich mein, jetzt wird's aber ein bisschen asozial, oder? Ich werde gleich zum Besen, ich wollte doch nur lesen. Ich höre Getrampel. Gut, lesen wir das schnell. Nehmen wir alles mit. Brief einer alten Bekannten. Du kannst dann nicht mehr lesen in den Spiel, ohne dass du mal... Naja. Hast das als Spiel? Log. Brief einer alten Bekannten. Der Brief wurde von niemand Geringerem als Elsa Corsandi unterzeichnet und war wahrscheinlich Teil einer Vorratslieferung eines Warenhandels. Wer dies auch immer lesen mag, es gibt gute Neuigkeiten. Da draußen gibt es mehr Überlebende, als man annehmen mag. Sie sind einfach nur sehr gut darin, sich zu verstecken. Außerdem gibt es eine Handvoll hartgesottener Kämpfer, die in ganz Östertörn Rache üben, sowohl alleine als auch in Gruppen. Jawohl. Wir haben mit einer dieser Gruppen Kontakt über ein Walkie-Talkie aufgenommen. Sie hatten vor, eine riesige Toasterbasis im Wald in die Luft zu jagen, doch seit Ende Februar herrscht Funkstille. Es wäre großartig, wenn du in der Lage wärst, zu helfen. Sieh dich am besten in der Lichtung von Lering um. Dort hatten sie etwas C4 versteckt, jagt die Basis in die Luft, sonst finden die Toaster uns alle noch. An Veronika. Ich wusste, dass du irgendwo da draußen bist. Hier im Hotel von Himfjell ist alles in Ordnung. Aber sei bitte nicht so leichtsinnig, mich hier aufsuchen zu wollen. Das wäre zu gefährlich. Wir müssen uns noch ein wenig länger gedulden. Scheiße, ja. In der Weinkellerzentrale habe ich mir Folgendes überlegt. Schritt 1. Wir errichten ein Kommandozentrum mit einer Langstreckenfunkstation. Schritt 2. Wir bauen um
es herum ein großes Lager. Schritt 3, jede Menge Möglichkeiten. Vorratslieferungen, ein Netzwerk sicherer Orte, eine starke Gemeinschaft und vieles mehr. Stell dir so ein großes, gut verteidigtes Lager einfach mal vor. Das könnte eine neue Heimatbasis für uns alle sein, auch für dich und mich, unser neues Zuhause. Ach, vielleicht wird aus dem Widerstand ja irgendwann doch mehr als nur eine kleine Träumerei, also lass uns die Botschaft weiter verbreiten. Deine Elsa. Ja, genau. Und in die Richtung gehen wir jetzt. Ich mochte gleich auf mehrere Tanks gefasst, das kann ich mich noch erinnern. Ich werde jetzt aber nicht alles durchlooten. Oh Gott. Höre ich da den Feuervogel? Sicher. Ist er irgendwo? Aber wo bist du, mein Freund? Da hinten, schau. Super. Weißt du was, wir locken die alte Dorfrosetten da um. Normalerweise müsste der Tank auf einem Dings programmiert sein. Und 2 Tanks sogar übergenerisch. Wir brauchen nur dieses blöde C4. Dieses angerotzte. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir auch alles mit. Diese 5 Punkt irgendwas Muni braucht man eigentlich auch nicht. Da ist sie. Hunter. Was habt ihr dort zu wissen? Können wir eh alles ausrahmen später. Boah. Danke, ihr Arschlöcher. Entschuldigung den Ausdruck. Das ist ein Rohr, oder? Ich habe aber dort irgendwo...
Alter, was schießt da permanent auf uns? Da ist noch irgendwas. Ich kann so nicht einschätzen, was. Volltodeln. Klar, was ich nicht zusammen, was es nicht zusammenkriegt, muss ich zusammenbringen, ne? Hey, Gott, na. Wie dieser FNIX zu so einer Macht werden konnte, ist mir ein Rätsel. Aber eigentlich... Ist nur irgendwo was. Ungefähr da. Ah. Wenn du wüsstest, wie gerade auf der Maus herumschlägt. Also mit einem Finger. Laut ist es hier und gehe ich auf ein Bier. Scheiß mir auf von oben bis und. Das tue ich euch heute kund. Ah, siehst du, da haben die letzte Blechplatten weg Alter, leck mich am Arsch mit der Performance. Scheiße, du. Ich wollte doch nur was spielen. Erst wenn der Charakter nicht so extremst langsam wäre. Der Berserker von Arschbacken. Was? Mein Schau. Da liegt der Schrott im Wald. Nützt mir alles nicht, scheißegal. Was für Züde-Tanks haben. Ich werde ja denken, Bier am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, ja? Da wir sind gleich zurückbeppelt, hein, Alter. Danke, du Backpflaume. So. Ich packe jetzt einfach alles ein. Ja, ein bisschen was können wir noch tragen. Das müssen wir halt dann alles auseinandernehmen. Beziehungsweise, ja. Holla. Nur wo ist der Vogel runtergekommen? Ich suche den Vogel gerade, den möchte ich auch looten, irgendwie. Ja klar, die eine Rakete geht direkt ins Mai, oder was? Drecksau.
Ja, die treffen gut momentan. Ah, also jetzt Kamuni mehr dafür. Scheiß. Da komm du her, Mädel. Ja, nehmen wir sogar mit. Ja, super, da wieder Kamuni dafür. Sehr gut. Gut gemacht, mein Schatz. Ich werde dich heute noch bügeln. Was? Ja, da ist diese scheiß Relais-Antenne, ist mir schon klar, aber wo ist der depperte Feuervogel runtergekommen? Wo? Da ist er, der Wuffi. Okay, jetzt schauen wir, wo der Feuervogel runtergekommen ist. Was liegt denn da eigentlich? Ist der da in das Waldstück da abgestürzt? Nö. Da waren die zwei Tanks. Der muss er da. Ich glaube, da liegt er. Nein, das ist der eine Tank. Das ist der zweite Tank, den wir gerade erwischt haben. Wo ist dieser Feuervogel? Wo ist der runtergekommen? Naja. Was liegt denn da unten? Ah, vielleicht sehen wir nicht da irgendwo mal dumm liegen. Nö. Wie weit muss man da jetzt ab? 600 Meter. Ich habe keine Ahnung, wo der abgestürzt ist. Ich sehe ihn auch nicht. Ist da vielleicht ein Unterschlupf? Nein. Na gut.
dann werden wir uns ganz schnell diese Phoenix-Base mal vornehmen. Ja. Haben wir überhaupt noch Raketen? Na, 2 Stück. Naja. Ist doch auch nicht die Welt. Drum bastel ich sie, wie sie mir gefällt. So, jetzt schauen wir mal, wie wir da. Au, kurz einen Blick. So. Ja, da will sie nicht aufhören, ne? Aber geht schon. So wie ein Schaukelpferd. Kontrollpunkt Tyloweden. Weiß nur wüsste, wie es da weitergeht. Oder wie man da weiterkommt. So. Also Mädchen, im Fallen hast du auch einen Schaden, oder? Aber nur ganz minimalistisch. Ich pack jetzt alles einmal ein, ist ja wurscht. Ah. 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 Boah, geile Gegend. Ah, da. Also die hätte ich jetzt nicht gesehen. Sorry, das tut mir jetzt echt leid, dass ich die jetzt nicht gesehen habe, mein Freund. Der du hier liegst im Schnee, was mir nicht mal tut weh. FNIX, bla bla bla. Zerstörbare Kontrollpunkte, keine ich schon. Boah. Ich habe hier nur 28 Sekunden, jetzt sind es nur noch 23 Sekunden. Ah. Die Dorfglocke der Kirche hat gerade geläutet. Jetzt wirst du alles liegen und stehen lassen und mit mir eine Runde beten. Okay. Wir wissen eh schon, was geht, oder? Das brauche ich jetzt nicht vorlesen. Nur kotzt mir das an, dass der immer so auf die Mission umschaltet. Okay. Nehmen wir auch noch mal was mit. Da graben wir uns auch noch mal alles zusammen.
Ah, da liegen auch noch zwei, schau. Okay. Wow, mit Pauken und Trompeten. Heimatbasisverteidigung. Später. Ja, die lieben sich, schau. Da liegen noch überall ein paar Sachen rum, die wir gleich mitnehmen. Ich habe schon wieder einen Feuervogel. Jetzt kriege ich dann bald Allergien auf den. Auf diesen kleinen Hosenscheißer. Man, ich kann mir vorstellen, wenn du niedriger gelevelt bist, ist das sicher eine Herausforderung. Aber mit der experimentellen Schnüpperino hast du nicht gleich.